Ein neuer Tag, ein neues Glück. Willkommen zurück bei Pikmin 4. Uns nennt man nicht umsonst die Rettungscrew. Ja, bisher arbeite nur ich. Gut, ihr macht natürlich auch... Ja, sie machen auch ein bisschen was. Oh, warte mal, ich sehe gerade jetzt erst. Dass wir hier alle Pikmin-Arten einsetzen können, ne? Nö. Die Fels-Pikmin fehlen. Und natürlich die Geist-Pikmin, aber das ist ein anderes Thema. So. Urwalddickicht auf ein neues. Ja, die Rettungstruppe. Klar, sie leisten auch ihren Beitrag dazu. Aber draußen sind nur wir. Ich und Ochin. Und vielleicht noch Olimar. Aber ich glaube, Olimar werden wir vermutlich nur in seinem Tagebuch, in dieser, keine Ahnung, was es sein soll, Sidequest oder so, antreffen. Ansonsten, nee. Schwierig. So. Neue Pikmin oder alte Pikmin, je nach Sichtweise natürlich. Jetzt von denen noch mit, weil ich lustig bin. Haben wir es hier noch so. Hä? So. Okidoki. Hier durch sind wir noch gar nicht gegangen, ne? Stimmt, die Passage fehlt noch. Ja, vielleicht für später. Alle Pikmin zu mir! Was haben wir hier unten noch Schönes, hä? Das ist das Areal von vorhin, ne? Naja, mehr oder weniger. Da wo nicht sicher war, wie ich das Vieh platt machen soll. Hä? Was macht der überhaupt? Servus! Hä? Diggi? Was treibst du da? Ja, warte mal. Nein, da wollte doch nicht hin. Gut. Geht zwar auch so. Ui, macht das viel Damage. Okay, also die Zielverfolgung macht mehr Damage als ich eigentlich dachte. Junge, Junge. Na, die schon wieder. Kommt, haut ab. Ganz ruhig, mein Großer. Ganz ruhig. So. Dann nochmal aufs Neue. Oh, wobei, ganz ehrlich. Machen wir es doch lieber so. Ernsthaft, ein einziger. Aber irgendwo, hier müsste ein Schatz sein. Hä? Ganz blind oder was? Ja, da unten natürlich schon, da ist mir klar. Okay, da hier oben wäre noch irgendwas. Gut. Okay, okay. Falls doch, dann sehe ich es irgendwann mal noch.
Obwohl. Nein! Oh. Es ist immer schlimm, einen Pikmin zu verlieren. Ja, vor allem, wenn du es nicht irgendwie nachzüchten kannst. So, ansonsten, ja, könnte das so ein scheiß Sumpf sein, ne? Glibber entfernt. Huch. Aber nur, dass da oben keine Gegner sind. Das wäre natürlich jetzt sehr unangenehm. Okay. Machen die das mal. Soll mir recht sein? Gut. Dann. Dann. Sind wir hier? Sie sind natürlich wieder aus, werden irgendwelche Gegner hier. Warte mal, war nicht hier dieser scheiß Ding? Genau der. Muss kurz gucken. Nein! Natürlich muss das passieren. Was zum? Nein! Oh, schon vor allem natürlich wieder die weißen Pigmen, wisst ihr? So. Es wäre eigentlich so einfach. Eigentlich. So. Kurz Basis hierher verlegen. Mal picken hierher zurück. Sehr gut. Ja, mit dem Weißen muss ich recht vorsichtig sein. Da habe ich nicht so viele, wie ich gerne hätte. So, die natürlich auch mal langsam aber sicher mal aufnehmen. Gut, da war die Abkürzung, daran erinnern wir uns noch, von der letzten Folge her. Jetzt bloß die Frage, können wir einfach so hin? Oh. Ja, so geht es natürlich auch. So, Ochi noch wieder geheilt. Sehr gut, sehr gut. Dann. Schon einen halben Tag durch, ey. Meine Güte. Wir haben gar keine Höhle gemacht. Aua.
Wie unhöflich. Tandoori. Da, ein Laubeling. Heute Tandoori, morgen mehr Tandoori. Nein, heute kein Tandoori. Hat sich aus Tandoorit. So, dir mal das. Die anderen könnten mal das Ding noch platt machen. Ich weiß, Flügelpinguin brauchen dafür eine Weile, aber ich habe jetzt ein bisschen Zeit. Wohl kaum. Ich gehe noch mit. Also auch eine Weile. Die Map generell, okay. Ja, ursprünglich wollte ich eigentlich hier hin, ja, aber so sind wir jetzt auch nicht falsch unterwegs. Ja, wir haben das Ding noch, können wir noch hoch. Es ist halt wirklich ein Riesenareal, muss man mal zugeben. So, da müssten 20 sein, ne? Ja, kann hinkommen. Dann mal gucken. Natürlich wieder mal ohne Ojin, der Arme. Mit ihm mal außen vor gelassen. Wo sind wir jetzt? Oh, das macht sogar irgendwie Sinn, dass wir jetzt hier sind. Ja, und hier haben wir da viele weiße Pikmin. Also hier tatsächlich. Ohne weiße Pikmin bin ich hier echt aufgeschmissen. Doch bald wieder mal eine Höhle machen und sei es nur, um die weißen Pikmin zu farmen. Also wenn es eine ältere Höhle wäre, würde ich natürlich oft gemacht, weil sonst bringt das gar nichts, wenn ich jetzt hier noch anfange. So, ein Teil schon wieder. Okay, da war aber nicht so das Problem. Ah, schade, wollte gerade die Pikmin-Karotte rausrücken. Hä? Wieso was passiert? Die Pfeife, du Pfeife! Ja, hab ich doch getan. Alles cool, alles cool. Alles cool in der School. So, da muss auch noch durch. Da war aber... Okay. Ne, da war ja kein Ding. Da war noch die Station, ne? Ja, okay, okay. Achso, war gar kein... War gar nicht so ein schräges Viech, es war irgendwie ein schrägeres, aber ein cooles Viech oder so, kein Plan. Na, Glückskäfer oder so wieder mal. Die können hier auch platt machen. Hier will, glaube ich, erstmal die Basis dann verlegen in die Nähe, bevor wir das machen. Oder wesentlich mehr Flügelpigment mitnehmen. Das ist die andere Variante. Tja, ich meine, so hart es klingt, aber es geht halt auch ohne Ojin, ne? Okay, zumindest bis hierhin. Hier brauchen wir wieder Ojin. Okay, okay. Diese ganzen Dinger, ey. Erstmal gerne Arbeiten hier machen. Krass. Ich könnte eigentlich Ojin auch zu mir schicken.
Wenn wir beim Thema sind. Vielleicht schafft er es ja. Viel Glück, Ojin. Möge Macht mit dir sein. Ja. Mit dem wir fast gerechnet. So, ich überlege gerade. Scheiß Giftsumpf. Die Dinger, hä? Ja, aber wir würden trotzdem erst mal gerne noch einen Weg frei machen. Dann machen wir es anders. Ojin. Doch bitte mal kurz hier rüber. Also wieder zurück. Perfekt. So, sind so getrennt voneinander, aber das spielt ja keine Rolle. Da muss ein anderer Weg herkommen, okay. Dann sind wir schon wieder hier. Hier war ich ja schon mal. Naja. Weiße Pikmin leider verloren. Sie waren so schön weiß, meine weißen Pikmin, meine giftigen Pikmin. Weiß und giftig. Mhm. Was Nintendo uns damit wohl sagen wollte, ne? Aber hey. Noch heute jetzt nicht so viel gesammelt, ich glaube, man schätzt jetzt nicht. Nee, bald viel aus dem Weg geräumt. Darum ging es ja auch ein bisschen. Tag 40, zwar noch nicht geschafft, die Zwiebel zu holen für die Flügel-Pikmin, aber für den Rest. Ein bisschen, naja. Eigentlich nicht. Nur, dass es mir bei dem Prozess nicht schlecht ging. Eigentlich habe ich mich sogar ziemlich gut gefühlt. Mein chronisch steifer Nacken, all die Schrammen, die ich mir zugezogen hatte, wie weggeblasen. Die Belaubung bringt also einen Heileffekt mit sich. Das sollen wir unbedingt aber näher untersuchen. Aber erst bei Pikmin 5. Was? Vielleicht wird ein Pikmin 5 das erste Pikmin-Spiel ohne Olimar sein. Wobei, ich glaube es nicht. Nur hoffen wir auch nicht. Dann nicht unbedingt der Hauptcharakter sein muss und vielleicht eher so wie bei Pikmin 3 wieder. Okay, da auch kein Problem mit. Oder vielleicht irgendwie die Expedition bei Nacht ein bisschen mehr ausbauen. Andererseits, ja, dass man halt nicht nachts wegen irgendwie unterwegs ist, sondern halt wirklich jetzt nur im Sinne von Pikmin 4. Wenn es sein muss und dafür nur eine Geister-Pikmin dabei haben darf, finde ich eigentlich schon cool. Wäre eine gute Frage, was man in einem allfälligen 5. Pikmin-Teil irgendwie
doch anders machen könnte, sollte oder müsste. Wenn ich ehrlich sein darf, will gar nicht sein. Ob es vielleicht wieder ähnlich wie bei Pikmin 3 wird, und dann bei der nächsten Nintendo-Konsole erstmal wieder eine neue Deluxe Edition haben von Pikmin 4. Aber ehrlich gesagt, mehr mit Louis wäre noch cool. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ich weiß, Louis ist ein bisschen verhasst. Das ist auch kein Wunder, so wie er sich immer daneben benimmt. Aber generell das ist trotzdem irgendwie cool. So, warte mal, was mache ich jetzt hier? Nehme trotzdem wieder mal nur 10 mit von den Weißen. So, also, wir sind wieder hierhin zurück. Da geht er mal den Weg entlang. Habe ich in der letzten Folge noch leer geräumt, aber war noch nicht hier. Lieber entfernt. Gut von mir aus. Lieber entfernt. Dann gehen wir mal kurz hier rüber. Oh, hier war die Weißen. Hey. Okay, kommen wir selber rüber. Gut, das ist erledigt, Freunde. Ja, da müsst ihr die Weißen rüber schicken und die machen automatisch die Arbeit hier. Aber vermute mal, das dürfen sie mittlerweile gewerkschaftlich nicht mehr. Früher bei Pikmin 1 und 2 noch ein bisschen anders, dann durften die selber hin und her springen, was machen. Mittlerweile, nee. Ganz schwer das Teil. Ich wollte auch sagen, ne, ist ganz schön schlammig hier. Ganz laut sagen. Noch 80 für diesen Zoom 4. Lecco mio. Muss ab und zu halt auch mal sein. Sag mal. Hat euch eigentlich da reingestampft? Okay, wenn ich nehme an, dann komme ich jetzt. Ja, das ist so ein Scheißteil. Tatsächlich erst einmal mit 80 Wasserpigment hier rein, ne? Ja, ist ja gut, ihr wollt so eine. Nur dran wollt ihr gar nicht. Okay. Das sind 80 Eispigment. Das ist nicht das Problem, Freunde, gar kein Thema. Ich kriege zwar den Schatz da raus und dann. Aha. Ja, wir werden dann da zurückgeschleudert. Kann man das Ding irgendwie auch noch runterkriegen? Ja, wie das gehen soll. Da passiert gar nichts. Ja, müsste irgendwie da hochkommen. Das ist ein Stinkkäfer oder was? Ja, das bringt natürlich hier nichts, hä? Aber es ist gar kein Ding. Aber das ist so ein Teil, was er verschieben muss, eigentlich schon, ne? Das wäre vielleicht etwas, um drauf zu stampfen, das würde mir auch nicht viel bringen. Ich bin ein bisschen lost, wie ich da überhaupt rüberkommen soll, wenn ich ehrlich sein darf.
Weil der Trick auch irgendwie Quatsch ist. Ne, es muss von der anderen Seite her sein. Hm. Glibber entfernt. Ja, war klar, dass wieder so einer ist. Oh, hier ist gar keiner, okay. Nee, auch nicht. Hä? Warte mal, jetzt noch ein Schatz. Ach nee, hat's gar nicht. Krass. Also mal, da war ja schon die Idee, dass man da hingehe. Hier, wenn wir wieder zu einem Ding kommen. Okay, okay, wo gehe ich jetzt ein bisschen durch? Überall was zu tun, aber überall weiß ich nicht genau, wie ich da weitermachen soll. Warte mal, hier brauche ich also viele Eispick. Ja gut, machen wir das. Komm. Mal erstmal das Gebiet, oder versucht, dort erstmal zu Ende zu bringen, besser gesagt. Es kann ja sein, dass ich über diesen Luftstrom dort auf die andere Seite komme, zur Flügelzwiebel. Wie immer das möglich sein soll, kein Plan. Die Chance wäre ja da. Also, Freunde, ich brauche erstmal 80 Eispigmin. Da haben wir 10 Geflügelte. So, ich hoffe mal, das Teil ist nicht zu schwer. Doch 20, hä? Krass. Ich muss ja erstmal nur ein bisschen hier, drüben bringen. Krass natürlich gewesen, dass es noch schwerer wäre, dann brauche ich die lila Pikmin auch dafür. So. Von hier aus kann ich es ja auch mit Ochin ziehen, ne? Sag mal, seid ihr eine Taube oder was? Kommt zu mir! So, wo kommen wir jetzt hier hin? Mist! Ah, ich dachte, es wird vielleicht klappen. So, Ding ist bereits dort, dürfte das nicht so das Problem sein. Das kriegen die hin, wie ich da hinkomme, oder beziehungsweise dann hier oben hin. Habe ich tatsächlich noch keine Idee. Da denke ich, ja, den will ich auch platt machen, wäre eine Option, dann müsste trotzdem irgendwie rüberkommen, später muss man verschieben. Und das wiederum heißt, er muss irgendwie da hochkommen. Und den Otschen da hinwerfen so, funktioniert sicher nicht, was man machen könnte oder versuchen könnte. Ah, vielleicht brauche ich nur 10 Pikmin, um den Ding darüber runterzuschieben. Und weil die Pikmin so von... Ah, genau, so könnte es vielleicht funktionieren. Also geht natürlich von Station zu Station. Ja, es geht sogar, krass. Okay, dann geht's so. Die Idee muss erstmal kommen, Freunde. Tanduri hier, Tanduri da, Tanduri überall. Ein Lauberling, ja, ist ja immer dasselbe. Höhle entdeckt, perfekt. Eine pinke Zwiebel.
Diese Zwiebel gefällt mir. Irgendwie denke ich mir ja die ganze Zeit, dass ich in die Lüfte heben und davonfliegen könnte. Ja, ist auch die Zwiebel für die lila Pikmin. So. Kommt der also schon mal weg. Sehr gut, sehr gut. Warten das jetzt hier schon wieder. Kann ich irgendwo nochmal... Den haben wir schon gemacht, dann sind noch die Orte dort. Okay. Hä? Wir sind noch 10. Hier haben noch ein paar Kristalle, da oben auch. Da wollte ich eigentlich im Rücken oder so machen. Kann eigentlich auch jetzt machen. Auch hier hinten ist alles soweit schon mal geradet. Eigentlich hier wird es dann weitergehen. Dann hier durch, hier kurz bei Louis gucken, was da abgeht. Und schon mal wieder ein paar von denen zurückschicken. Und hier ein paar mehr mitnehmen. Freunde, it's Fusion Time. Die Regenbogenzwiebel. Fällt bloß noch lila und weiß. Die Zwiebel ist richtig bunte. Very nice. Okay. Ja, hier ein Dore-Duell. Ist klar, dann gehen wir wieder hier hin. Können wir auch die Flügelpigmen so vermehren. Das wäre auch sehr geil. Da war noch einer, da war keiner. Nee. Ach, da ist so einer. Okay. Da ist natürlich praktisch. Wenn ich die Dinge aber so mitnehme, das geht natürlich, kann man so machen. Ach du Scheiße. So, hier schon wieder. Okay, das geht. Du. Nee, komm, was machen wir anders. Achso, Entschuldigung. Ich wollte gerade sagen, ich soll Ochi mal mitnehmen. Blub, blub. Mein lieben lila Pikmin, nehmt doch bitte mal das Ding mit und dann könnt ihr das Ding noch alles mitnehmen. So, ich glaube, dann fange ich schon mal an, hier ein bisschen aufzuräumen. So, ich könnte da hoch zu Louis. Will er natürlich momentan nicht. Das wäre eine Möglichkeit.
Ich habe keine Flügelpigmen mehr dabei, um hier noch ein paar Gegner mitzunehmen. Mhm. So, mitnehmen. Was haben wir sonst noch so? Dann haben wir ein paar, aber ganz ehrlich, dann nehmen wir lieber mal die hier hinten noch mit. So. Ich glaube, gar keine schlechte Idee, wenn ich jetzt wieder ein bisschen von, ich sag jetzt mal, von hinten her aufräume. Das hat ja auch schon alles getan. Mhm, wir haben den Weg auch schon freigeräumt, beziehungsweise, nee, da ist noch einer. Also, da ist ein Schmetterling. Und hier ist ja auch schon unser eigentliches Lager, oder Ursprungslager. Wir müssen alle dort sein, ne? Okay. Perfekt. Haben wir hier Schönes? Vorhin gar nicht gesehen, krass. Voll dran vorbeigelatscht. Mal gucken. Hier haben noch ein paar von denen. Okay, okay. Ja, drüben, da ist das Lager, wo ich dann denen erstmal hin will. Da will ich noch ein paar heftige oder hässliche Gegner vor allem. Da oben war ja auch noch nicht, also quasi hier. Da wäre vielleicht noch eine gute Idee, das in der nächsten Folge mal hier abzuschließen. Den Bereich hier. Also nächste Folge, nächsten Tag dann, genau wie das hier. Dann kann ich vielleicht direkt hier rüber das noch platt machen. Hier. Beziehungsweise gehe ich erstmal hier hin für das neue Lager und gehe dann hier hoch. Oh, läuft ja eigentlich auch. Na, ihr? Hä? Voll mir vorbeigelatscht, krass. Keine Pikmin im Arsch. Ja, schade. Da wollte ich ein bisschen zu viel. Ja, dafür das Gebiet eigentlich doch so riesengroß ist, würde ich sagen, kommen wir gut voran. Ne? Also ich denke, nächste Folge haben wir dann das Gebiet selbst soweit abgeschlossen. Wenn da wieder irgendwie so 2 Tage runterbringe. Tja, Untergrund und so eventuell ein anderes Thema sein. Doch ein Kampf gegen Louis. Doch eher vor noch ein paar Danduri-Duell. Das gegen Louis auch so quasi ein Danduri-Duell ist. Ich weiß nicht, ob das ein Spiel schon vorbei ist. Wir müssen dann noch unseren guten Ochin und so heilen, ne? Da brauchen wir vermutlich auch wieder irgendwelche Dinger.
Ihr wisst schon. Die ganz gestrandeten natürlich auch. Leuchtsäfte und so. Oh, hat nur ein Eispigment verloren, krass. Achso, ist natürlich der Tag, ja. 45 Flügelpigment gekeimt, sehr schön. Auch die Anzahl steigt. Du musst dich entschuldigen, Digo, sonst komme ich nie über die Sache hinweg. Na gut, können wir uns noch sauer ist. Es tut mir leid, ich hab's vermasselt. Was ist denn da eigentlich? Ich will, dass du dich dafür entschuldigst, dass du meine Pizza gegessen hast. Moment, du bist sauer wegen der Pizza? Ey, über Pizza machen wir keine Witze, gell? Also, sorry. Alles. Irgendwo hört's auch auf. Tag 42 am ersten Mal. Und wir haben noch 2 so gestrandete, die wir retten müssen. Sieben. Ja, jetzt fehlt dann nur noch die Zwiebel mit den für die lila und weiße Pikmin, aber das letzte Gebiet ist vom Spiel. Keine Ahnung. Ach, ja. Müssen wir gucken. Ich meine, ihr könnt jetzt einfach sagen, ja, machen wir alles durch und so, also wie gewohnt, darf mal alle Sidequests und so machen, irgendwie finden dann die Zwiebeln schon, das ist klar. Nur ist irgendwie doof, finde ich jetzt, wenn ich das Spiel dann schon durch habe. Sie habt es doch in alles und dann, erst dann fange ich an, die restlichen 2 Zwiebeln zu holen. Ich weiß nicht, irgendwie finde das ein bisschen creepy. Vielleicht heißt das, dass ich mir vorher mal noch kurz informiere, wo denn die letzten beiden Zwiebeln sein könnten. Außer natürlich, die sind in Höhlen drin, das wäre zwar auch ein bisschen fies. Wenn wir es im Spiel zutrauen. So, ansonsten noch nichts Neues. Mal gewundert, wenn es jetzt hier viele Dinge gäbe. Ich dachte gerade irgendwie so, das Picoplady oder so, Monsterkatalog, da wäre vielleicht noch etwas drin. Aber okay. Training mit Ochi, haben wir eh nur einen Punkt, das lassen wir also. Gut, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis nächstes Mal zurück bei Pikmin 4 mit unserer wunderbunten Zwiebel, wo eben noch 2 Farben fehlen. Aber jetzt schon sieht sie sehr, sehr gewaltig aus. Und ansonsten, stimmt eigentlich, ich könnte sogar hier eigentlich noch ein paar Pikmin züchten. Wobei, immer so die Einer-Dinger. Habe ich irgendwo noch einen 5er gesehen? Das wäre irgendwo noch ein 5er gewesen. Eine 5er Pikmin-Blume halt. Na, Dolphin auch nicht. Na, egal. Also, nächste Folge. Nochmal da während Tag. Oder? Nach der Expedition? Nein, während des Tages natürlich wieder zurück ins Urwalddickicht und dort gucken, ob wir es schaffen, innerhalb, sage ich jetzt mal, 1-2 Tage noch das ganze Gebiet abzugrasen, bis eben auf die Nandori-Kämpfe, bis auf die restlichen Untergrunddinger und natürlich auch noch bis auf den Kampf gegen Louis. Aber eben die Frage ist, ob das wirklich ein Endkampf ist quasi, nach das Spiel vorbei ist, wie damals bei Olimar, oder nachher das ganze Ding noch weitergeht. Weil, ja, was haben die irgendwie mal gegen Moss antreten und so, gegen Louis und Moss, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.